Amen. Dankeschön. Good morning. Dit is de Dietrich service. Marius? Okay, vandaag Marius, hebben we het thema. Dat is zo wichtig, wo Menschen immer nur segnen, und das ist Frieden. So wie Menschen, die segnen alle an dieser Welt. Verschiedene, aber ein Ding sagt der Mensch, und das ist nur Frieden. Die sind alle dabei. Und viele, die sagen, all Amen du Taube in der Heid, ich würde nicht mal segnen. Aber ab Besuch sind so viele Menschen von der, die segnen das, und das ist Peace, das ist Frieden mit Gott. Die wollen einen innerlichen Frieden wollen die haben. Und von der ist mir das wichtig zu erklären, als wo diese ganze Stadt celebrating, wo sie Peace haben. Und von der kann wir auch Peace haben, was er sagt, durch Jesus Christus. Wir sind ja alle dünne von jung ab an, und ich weiß, dass wenn ich weiß nicht, bei 8 Jahren wir dann vielleicht mir mal sagen, schuldig, ich will auch Frieden haben, und wir wissen, dass wenn wir uns schuldig fühlen, wir wollen unbedingt eine Frieden erfahren. Und ich habe mir mal ein Versprechen gemerkt, wem ist das bekannt, von ich einmal, like, die Versprüchs, die dort, wo die bestehen, dort, die dort bestehen. Like, du siehst, ich weiß mir, bei einer Wort hat, setzt die ihr mal, und dann deutsch die dort. Das ist irgendwem so ein wunderbar bekannt, like, die mögst Promises, okay? Anyway, ich habe mir versprochen, dass ich würde, wie meine Eltern, ich würde am Glockenstall angehen. Die haben die Glocken gesagt, und ich würde nur sein begrauter Tickel, das wir in den Ei. Ich will ein Ei holen, ich will 2 Kilo. Und ich habe mir dort versprochen, dass ich das würde tun. Promise habe ich gemerkt. Und denk mal, ich will die Deo merken, und dann schreien meine Brüder an, sehen sie, Hände wird gehen, du sollst die nicht angehen. Anyway, wollte ich das nicht, mit den Versprechen, was ich gemerkt habe. Ich du wie so ein Unfrieden in mir bin, ich fühle mich so schuldig, und ich habe gesagt und gesagt, so, ich kann nicht eine Ehe holen, um die 2 Kilo, wo gerade der Tickel wäre. So, und ich denke mal, wo das ein Mensch dann, ein 8-jähriges Kind, ich habe rumgegangen, und ab einmal dann dachte ich darüber nur, wenn ich hier im Hühnerstall, du funke ein kleines Glasje, wenn ich das Glasje wird 2 Kilo, dann meinst du, ich wo 2 Kilo. Wenn ich nicht ein Hühner, aber dann ein Glasje, like Peace, weil wir wollen Frieden haben. Ich will das replacing, ich will das ersetzen, nicht? So, die Menschen, die sehen nur Frieden von dir. Und ab verschiedenen Städten sehen die Menschen nur Frieden. Wir weiten dort in 1. Johannes, nicht 1. Johannes, in Johannes 14,27 sagt das ganz klar, dass wir Frieden haben. 14,27 sagt es das. Dat sagt, Frieden, lud ich jünt, meinen Frieden gebe ich jünt, ich gebe jünt nicht so aus der Welt, ja, lud jünt nicht, das Wort beanrühren und verjünt nicht. So der Herr sagt, ich komme jünt Frieden zu bringen. So, was meint dann Frieden? Frieden meint eine innerliche Ruhe. Eine innerliche Ruhe, dort ist, wo ich mich mal kann ruhen, wo ich meine Sicherheit in Christus habe, wo du gegründet ist auf die Gemeinschaft auf Jesus Christus. So, das ist eine innerliche Ruhe, ein innerlicher Rest, wo du hast. Sieh, wenn wir diese innerliche Ruhe nicht haben, also siegt der Mensch, because jeder einer, der will dort experiencen, jeder einer will dort haben. Now, ein Ding ist, dass diese innerliche Ruhe, das geht nicht auf dem Gefühl, das geht auf dem Wollen, like, wollt ihr dort nicht. Because in Römer Kapitel 6 haben wir dort gesagt, wo Paulus sagt, das wollt ihr nicht. Römer 6 sagt, die Frauen aus der können singen. Und er sagt, der zweite Vers, ab keinen Weg, wo soll wir, die wir für den Sinn tot sind, wieder beim Leben. Und der dritte sagt, aber wollt ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus sind, dort nicht dort werden. So, wollt ihr nicht. Das meint, like, das ist nicht ein Gefühl, like, sometimes wir wollen diesen Frieden nicht voll. Aber in Englisch sagen wir, that's a knowing, that's ein Weiten, ich weiß das. Jemand fragt dich, like, wo willst du, dass du Frieden hast? Like, fühlst du Frieden? No, ich fühle mich nicht immer Frieden, aber ich weiß, ich habe ihn, because ich glaube dort, was Jesus für mich getan hat. Ich weiß das. In Englisch sagen wir, it's a knowing, it's ein Wissen, das wir dort haben. So, was ist Frieden? Frieden ist eine innerliche Ruhe in Jesus Christus. Und das ist ein Gefühl, no, das wird nicht einmal ein Gefühl sein, das ist ein Weiten, das ich dort habe. So, Frieden meint mehr als, dass wir nur gesaved sind von verschiedenen Problemen. Einmal denken wir so, ja, ich habe Frieden, because ich habe ein Problem fixen, und
Und das Trouble singt nu nicht. Fried ist einfach, dass ich in eine ganz vollständige Einheit sein mit den Vater. Das ist Fried. Eine vollständige Einheit. Ich war hier so beyond nach deutschen Service, wollte ich das in Englisch erklären, und in englischen Service wollte ich das in Deutsch erklären. Aber in, in, in Englisch meint das, wir sind in einem State band, aber complete harmony with God. Eine ganze Einheit mit Gott. Nicht eine halbe. Das meint rein ganz. Das meint nicht, dass ich nur, dass alle, dass ich perfekt in meinem Verhältnis sind. Aber ich habe den ganzen Frieden mit den Herrn, den habe ich all. Warum? Because er hat mir den geschenkt. Wir können nicht in Frieden utarbeiten. Wir können nicht in Frieden abarbeiten oder an something utarbeiten, dass ich war in der Frieden erfahren. Weil wir wollten dort Frieden ist ein Geschenk. Einmal glaubt der Mensch, der wird sich something utarbeiten. No, wir können das gar nicht. Wir können uns nicht was abarbeiten, utarbeiten. Wir können nicht something down, like, dass ich mir diesen Frieden in mir habe. Nicht euer das war klar haben, like, das ist ein Frieden, was ich habe angenommen. Das ist ein Geschenk von Gott. Das Frieden kommt nicht durch ein Exchange, wo du einen Tisch gegeben hast. Like, das ist, was diese Welt unterbeiden hat. In Johannes Kapitel 14 hat diese Welt dort unterbeiden. Er sagt, diese Welt, er bittet nicht den Frieden uns, diese Welt hat. Er sagt, Frieden lud ich jönt, meinen Frieden gebe ich jönt, ich gebe jönt nicht so aus der Welt hat. Ich lud jönt meinen Frieden und verjönt nicht. So, diese Welt hat Frieden unterbeiden, aber dort ist ein Exchange, dort ist ein Tisch. Wenn die was das tun, dann was die Frieden haben. Wenn die was gern tun, die Welt hat immer was unterbeiden. Like, hey, for multiplication, oder kauf die das, oder do das. Like see somebody in dieser Welt, like, sei die Namen nach zu bringen, like, there's something aus dem Tisch, dann was die Frieden kriegen, und das ist, was die Menschen Geld kosten. So, Frieden ist nicht in Exchange. Frieden ist, was Jesus uns geben hat, durch die Gnade Gottes. Wenn wir denken an Frieden, was ist das Gegenteil von Frieden? Das Gegenteil von Frieden ist ein sehr unruhiges Leben, ein sehr unsicheres Leben, und ein sehr unmutiges Leben ist, kriegt das Gegenteil gegen Frieden. Wenn wir Frieden haben, dann meint das, dass Jesus ist uns Frieden geworden. Wenn der uns Frieden ist, like, wo können wir nur uns in Frieden anarbeiten? Das ist der einzige Weg, was wir können, ist, dass Jesus ist uns Frieden geworden. Das ist in Römer Kapitel 5. Sagt er diesen Weg. Das sagt, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. So weil wir durch den Glauben sind gerecht geworden. Like, it's Glauben. Like, hier sagt Paulus, hier zu der Römer. Wo sagten die Menschen, gerecht zu werden, dass sie würden Frieden kriegen? Weil wir wollten dort, in das alte Bund, das wir Opfer bringen. In das alte Bund, die versagten, die Gesetzen zu folgen. Nach all ihre Traditions nur zu gehen. Hier sind wir das neue Bund. Paulus sagt, gerecht, das meint, wir stehen reich mit Gott. Das, was das Wort Gerechtigkeit meinen, wir stehen reich mit Gott. Er sagt, wo kommen wir zu dieser Gerechtigkeit, damit wir keinen Frieden haben? Der einzige Weg, wo wir das können, ist, er sagt, das ist durch den Glauben. Und Glauben ist, dass ich am Vertrauen da, dass ich am Trusting da. Und Glauben ist einfach dort, wo ich nichts sagen kann. So, dann habe ich ganz geschenkt. Like, für dieses Lied hier, wenn ich heute diesen Brief geschrieben habe, muss das sein ein großer, das muss sein, was großes gewesen ist. Aber nu kommt der Reichtum mit Gott, das kostet den Mensch rein immer. Das kostet einen Opfer bringen, das kostet einen Schubje. Das hat immer zu tun, dass den Mensch dort was kosten wird. Und hier sage ich Paulus, in der neue Bund, Frieden mit Gott, erst, dass die glauben das an den Erlöser, an Jesus Christus. Sieh, und das ist, was so viele Menschen dort von der auf Ort noch viel klar zu merken. Dort einzig durch den Glauben habe ich Frieden mit Gott. So, das ist nicht dort, was ich tue. Das ist, was der Herr Jesus hat für mich getan. Es sind so viele Dinge, was wir für glauben, like, was ich tun muss, da wo ich Frieden habe.
We kunnen ons eigen systeem uitdenken wat ik wil doen om vrede te ervaren. En dat is something wat we never believe in that. Was kleine Stoutzig ist. Dann hat noch mal bloß something getan. Vrede kommt einzig in Glauben. Der einzige Weg, wo wir wollen wirklich können, diese Friede erfahren, dann müssen wir uns lernen, ich will nichts tun. Für viele ist das fremd, like, nichts tun. Like, aber die muss was tun, no. Als ein Kind Gottes, diesen Friede zu haben, weißt du, wann wir würden sagen, wenn du ist? Nichts ist. Some Menschen haben Friede, das ist ein Exchange geworden. Hey, nu habe ich mal Friede, because nu habe ich einen Ump in die Kirche. You know, ja Mensch, den würde China gehen, man, der würde einen Ump haben, no. Na, dann hat man einen Ump, den jeder bloß so lange China so hat, wo man Friede kommt von Glauben. Das ist ein Wunder, wie viele Menschen glauben, dass die Dinge, was sie tun, du was Friede kommt. Like, mein Friede kommt nicht von der Arbeit, was wir tun. Mein Friede kommt von Jesus Christus. I don't know, was du hast mal experienced, oder was du denken das. Aber du hast diese Idee, als, hey, like, der Mensch, den fehlt mal Frieden mit Gott. Like, aber was tut er auch für Gott? Ich würde sagen, was tun? No, wir würden sagen, nicht tun. Just in Jesus was resting, in Jesus ruhen, das ist, wo Friede von herkommt. Für die Juden war das dann, was sie gegründet gewesen sind, das nicht umzudrehen. Like, hey, die wollen sich selbst gerecht merken. Und Jesus sagt, hey, du brauchst dich euch selbst gerecht merken. Wenn du was gerecht tun mit Gott, du brauchst nicht tun, du brauchst bloß zu glauben. Ja, einfach bloß zu glauben. Deswegen, was er sieht, wenn man sein, wenn Friede, die Gerechtigkeit kommen wird und Jesus Christus. Hier habe den Vers, wo es sein wird, in Matthäus, Kapitel 6, 33. Ich glaube, das sei bekannt, nicht? Matthäus 6, 33. Das sagt, aber sagt, dass erste noch Gott sein Recht und nur seine Gerechtigkeit, dann wo je das andere alle kriegen. Sagt der ganz erste noch Gott sein Recht. Diese Vers hat viel getan und diese Vers kann ein Mensch sein, schuldig voll merken. Because durch so eine Vers ist das haben Menschen never nicht Frieden. Because there's something negative worden, was du euch ban hast. Sie, diese Vers, wer wären die Tau hier, das wären die Juden hier so. So, Jesus sagt hier so, ganz klar, er sagt, sagt der ganz Erste, nur der Dreck in nur seine Gerechtigkeit. Because die Juden, die wollen selbst gerecht werden. Yes, die wollen die Frieden, yes, aber die wollen das durch ihre eine Gerechtigkeit. Jesus sagt, hey, weißt du was, der ganz Erste, was Juden fehlen wird, was die sollen tun, die sollen seine Gerechtigkeit sehen. Und wenn die dadurch wollen haben, wo ihr das andere, alle, was dann kommt. So, diese Vers, Matthäus 6, 33, das redet von Gerechtigkeit. Aber ich wollte hier näher lesen worden, sagt das ganz erste nur Gott, dass Gott Nummer 1 ist. Diese Vers redet never von dass Gott Nummer 1 ist. Der redet von, sagt nur die Gerechtigkeit. You want he never think that du sollst Gott Nummer 1 haben. Because Gott ist nicht in Nummer und Gott ist nicht in Position. Gott ist nicht in Nummer. Gott ist Leben. Christus ist Leben. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, er sagt, Christus ist mein Leben. Und das wurde nie Bund so viel besser ist, because Gott ist nicht bloß mit uns, aber er ist uns live, was er ist. So, wenn er uns Leben ist, dann ist das nicht in Nummer, dann ist das Leben. Und wenn wir das Leben haben, dann haben wir seine Gerechtigkeit, also haben wir auch Frieden mit uns. Sehen das, wo viele Menschen mit Problemen da und die sind hier immer in das Reisband, like, die fühlen sich immer schuldig. Like, hat Gott nochmal eingeteilt von dir, was hat verändert getan? Like, hey, du hast Trouble von dir. Und das, wo vielmals ist, hey, weißt du, warum du Trouble hast? Because du teilst Gott nicht Nummer 1. Und wenn weiß dort, als du Gott hast Nummer 1 geteilt, nicht. Gott sei von dir dankbar. Denke Gott, das wird den Frieden haben. Als du von dir Fashion fahren ist, oder als du von der Familienstop kommst hast, dass Christus als dein Leben, das ist nicht deine Position. Dann brauchst du dich nicht schuldig fühlen, was hat nicht fehlgetragen. Dann kann es sein, Christus als mein Leben, in wo immer ich bin. Du hast dein Leib. Galater Kapitel 2, Vers 20 sagt, das ist das. Paulus sagt das selbst, dass Christus mein Leben ist.
Galater 2, Vers 20, dort sagt, ich zie met Christus met die kritieken, dat sie endlich nicht mehr ich, der du lebst, dort als Christus, der in mir lebt. Kolosser Kapitel 1, Vers 27, hier seht ihr dort auch all, was Paulus geopenbart hat, was vorher never geopenbart wird. Und dort sagt 1,27, Gott will seine Helge dort nicht weiter looten, was für ein herrlicher Direktum in das Geheimnis für alle Völker ist, und dort ist Christus in Jünd, dat je die Herrlichkeit, damit je reden kann. Christus in Jünd. Ist das nicht beautiful? Als Gott dein Leben oder als Gott dein Nummer, als Gott eine Position in uns Leben. Da müssen wir sagen, klar mehr. Wir haben einen großen Unterschied. So Fried kommt von Bord, von seiner Gerechtigkeit an. Nou, von der brauchst du vielleicht nicht nur seine Gerechtigkeit sehen. Ich wünsche dir sein, der Gerechtigkeit hat. Und der darf wir nicht nur dort sehen, because dort, was wir all haben, darf wir nicht sehen, right? Wir dürfen nicht, because wir haben dort all. Wir können von der ab dort resting. Nur dort, was wir sehen, dann, wir wollen never nicht resting dann. Wir wollen never eine Ruhe haben. Haben wir mal eine Ruhe gehabt, wenn wir nur was sehen dann? Wir haben nicht eine Ruhe mehr dort. Es sei denn, bloß wenn wir dort ist haben, dann können wir sagen, nu habe ich dort, nu kann ich mal eine Ruhe haben. Und das wird viele von der zu verstehen, die sehen nur diesen Frieden. Aber wir können nicht Frieden haben, wenn wir nicht gerecht tun mit Gott. Und das kommt einzig durch den Glauben. Und so das ist nicht durch ein Exchange, Gott, ich will das für dich tun und jetzt du mir das. No, das ist ein Fried Geschenk, wo du einfach mal ganz umsonst ist. Because Jesus selbst ist uns Fried. Er sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 14, dass Jesus selbst ist uns Fried. 2,14 sagt, Christus ist unser Fried. Ich habe die beiden Gruppen, die zu einer gemerkt, und die wohnen durchgebracht, und uns Tränen dort. So, er sagt zu den Juden, zu den Herden hier, er sagt, weißt du was, Christus ist uns Fried. Wenn wir Christus haben, dann haben wir alles. Dann ist die kein Unterschied mehr. Und so, das ist so wichtig zu verstehen, wenn Christus uns Fried ist, dann wollen wir nicht Fried sehen von den Umständen, von den Circumstances. Die einzige Mal ein Mensch, der kommt so wie, der sieht nur Fried, wenn ich alles was Fan sein, der hat Unfried. Der denkt, ich will Fried haben, wenn wenn meine Eltern nicht wollen mutig sein, meine Schwester wollen mutig sein, und die Kinder wollen mutig sein, oder wenn der und Jant nicht wollen sein, die wollen haben, all die Umstände im Leben sollen ich sich bessern, wenn dort nicht wird sein, dann wird wir Fried haben. Wenn ich das mal nicht getan habe, wenn ich das nicht getan habe, wenn ich nicht so eine Vergangenheit habe, dann würde ich Fried haben. Oh, weißt du was? Uns Fried kommt nicht von den Umständen, wo das gewusst ist und was passiert ist und was ich getan habe. Fried kommt von der, wo ich von der kann entstehen, ist, because ich glaube, was Jesus getan hat. Dort ist, wo uns Fried von der kommen wird. Aber würde nicht vielleicht stimmen, dass du hast vielleicht nur Fried gesagt, nur die Umstände. Wenn mir nur bei mir wird alle gleichen. Und wenn Jana wird scharf ja sein. Und wenn Jana würden so und so tun. Und wenn bloß dort anders wäre, dann würde ich mal Fried haben. Und ich habe Ferien abgeschlossen gesagt, das, wo so viele Menschen von der sich immer schuldig fühlen. Ich sage, du kannst von der Fried haben. Even though dort, von wo die kommen, du kannst nicht drehen, oder was die andere Dinge über die, du kannst die nicht mehr tun, aber du kannst Fried haben, weil Christus uns Leben ist. Dass wir doch mal die neuen Sachen tun. Eins ist Frieden mit Gott. Und eins sind meine Umstände hier im Leben. Dass ich doch mal kann separieren in neuen Sachen. See, das wo viele Leute mit struggling tun. Die tun das alle tot mischen. Man, ich hatte so einen Frieden. Bloß nicht ist mir das alles passiert. Und ich habe keinen Frieden mehr. See, vielleicht sind Umstände im Leben. Vielleicht sind Krankheiten manche gekommen, Sterbefälle. Vielleicht ist irgendwas manche gekommen, aber ich denke, dann dürfen wir das tot mischen mit, wer wir als Kinder Gottes sind. Now, das muss wir separating. Hey, hier sind die Umstände, die Circumstances im Leben, und das ist, wer ich in Christus sind. Because wir sind hier in dieser Welt und da werden immer Dinge passieren in unserem Leben. So einzelne Menschen haben Frieden, solange es alles okay ist. Solange es so ein pleasing ist. Solange es
sie merken ein Goldfeuer. Und solange es alles scheint geht, dann hat der Mensch Frieden. Und kommt er im Bett was machen, dann sagt alles aus. Das muss wir klar machen. Frieden kommt nicht von Umständen. Frieden kommt von Jesus allein. Und vielleicht bist du der hier sein. Vielleicht hast du all, oder die online kicken das, wer weiß, vielleicht hast du all eine Frieden gesagt, dass alles würde okay sein. In dieser Welt wird nicht alles okay sein. Und wie ich in den Himmel sein, dann wird alles sein. Aber hier auf dieser Welt, als Kind Gottes, habe ich never versprochen, dass wir nicht alle okay sein. Wir sind in dieser Welt, wo Sinn ist, wo Troubles sind, wo viele Krankheiten sind, Schwierigkeiten sind, und du selber magst. Das ist auch alle geworden, nicht? Und Dinge werden passieren. Aber das soll nicht uns affecting sein, dass wir nicht Frieden haben mit Gott. Das ist, was wir der Welt sollen wiesen, wenn auch alles in Chaos ein Problem ist. Hey, wenn es auch schlecht geht, aber ich habe Frieden mit Gott. Ja. I don't know, wo du all hast, Frieden gesagt. Viele Menschen sehen nur Frieden und participating, die nehmen teil in das christliche Leben. Aber die haben keine Gemeinschaft mit Gott. Viele Menschen, die glauben, die wollen Frieden haben, allein wenn sie wollen teilnehmen mit dem christlichen Leben. Einander die Christian Cap abhauen, die christliche Metz abhauen. Merkt keinen Unterschied im Leben. Allein in ein Leben gehen, wo sie nicht in Christ sind, bloß teilnehmen, halt nicht. All diese Dinge, die ich nur abwarnen, das gilt, wenn die das tun. Aber eins, die glauben, die segnen haben nur der rechte Kirche. Sure, der rechte Kirche, da wo ich Frieden habe. Oder, like, gute bloß mal be, wo ich Frieden habe. Weißt du, was die viel bloß mal armt, wenn die was einmal haben können ausfiguren, was Gott sein Willen ist für die, like, dann wo ich Frieden habe. Like, der Mensch, der siegt. Ich habe zu manchen gesagt, zu mir haben so fertig gesagt, wenn ich bloß was ausfiguren kann, was Gott sein Willen für mich ist, dann habe ich Frieden. Und vielleicht bist du hier bin. Und ich weiß Gott sein Willen für dich. Das ist nicht, dass ich nicht will, immer prophezeigen. Oh ja, ein Frieden ist ein Prophet, darf ich prophezeit von dir. No, die Bibel sagt das. Und ich weiß, was Gott sein Willen für mich und für ihn ist. Und das ist sehr simpel. Das braucht kein große Tungenreden, charismatic, kein prophetisch Reden. Gott sein Willen auszuführen ist sehr, sehr easy. Weißt du, wie easy das ist? Gott sein Willen für jedem einen von uns ist resting in Jesus Christ. Ruhen in Jesus Christus. Das ist, was Gott sein Willen ist. Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Das wird hier so die erste Anladung, wird heute die Jünger hier sein, da die Juden, die alle, was sie nicht hier werden. Matthäus 11, 28 sagt es ist das. Kommt alle an mir, die unter Lasten, schwere Lasten gehen in Betrag in Meid sind, ich will ihnen Ruhe geben, ich will ihnen Rest geben. Er sagt, kommt an mir. Ich bin der Provider. Ich bin die Qual, der Source von Leben, von Rest, was die fühlen, und was die sehen. Er sagt, die kannst an mir kommen, die brauchst nicht mitbringen, zero mitbringen. Im alten Bund müssen sie Schubjes mitbringen, du müssen sie opfern. Hier sagt er, kommt zu mir und ich will ihnen Rest geben. Und jetzt wird den Menschen viel zu verstehen. Die Menschen, der an sich rum, viele, der an sich rum und sehen, wo ich den Frieden finden. Und so wie ein lieber Freund mal auf unserer Klasse und er hat Hand ab und er sagt, wenn ich einmal Wochen ausgefigert, was Gott sein Willen für mich ist, da wird mir das schön gehen und dann, wo wir ein schönes Leben haben. Und ich kickte ihn an und ich sagte, und ich weiß Gott sein Willen für dich. Und wir haben gesagt, what's that? Und ich sagte, die fehlt eine Ruhe in Jesus Christus. Das ist, was die fehlen. Und das Freund, den Thron in die Augen, er sagt, so, never you hear it. Der hat noch alle zu mir gesagt, vor dort han, der wird mich verstehen können, vor dort han, und vor dort, und Jana geht up, und vor dort han, und sagt du, und Jana wird die verstehen können, und da det, und dann wirst du mal frei worden. Ich sagte, no, die brauchst noch nicht anfahren. Stop traveling, hier mal ab mit fahren, hier mal ab mit Geld spenden. Ich sagte, der Mensch, was die kann verstehen, wo immer der ist, dann kann die noch mal bloß verstehen, aber der kann die noch nicht Frieden geben, der kann die noch nicht Peace geben. Der kann dort noch nicht tun.
Und ich sage, Gott sein Willen für dich ist resting in Jesus. Wow, das ist so simpel für uns. Ist es nicht? Ist es nicht einfach bloß mal ruhen in Jesus Christus? Because wir wollen immer sehen, like, ich will da was tun, ich will sehen, was ich kann tun. Uns Rest, wo wir nicht, uns Frieden, wo wir nicht finden, nicht in uns, nicht in den Umban, nicht in das Gebiet ban, nicht in den Pastor, nur nicht, wo wir dort finden. Aus bloß einzeln, Jesus sagt, wenn du an mich kommst, du wirst dort finden. Was passiert? Das ist das, wo wir gemotiviert wurden. Wir wollen ein Desire haben, ein Verlangen, like Paulus ihn verlangen wir, dass die Menschen würden wirklich diesen Frieden haben. Und er sagt in Römer erst, dass wir sind ein von diesen wichtigen Dingen, wo Paulus immer sein Verlangen gehabt hat. Zum Beispiel in Römer Kapitel 1, Vers 7 und 8 sagt er, das Brief ist für all Juden in Rom, die Gott Gott ist, und die zu berufen sind, heilig zu sein, und mag Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus haben. Und mag je, das sagt hier, und möchten den Frieden von unserem Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus haben. So, was will Paulus? Paulus sein Desire, sein Ziel ist, dass die Menschen Frieden haben. Aber der Friede, der kommt einzig durch die Gnade Gottes. Und deswegen sagt er hier, mach Gnade in den Frieden mit uns sein. Wir können nicht Frieden haben, wenn wir nicht die Gnade Gottes verstehen können. Die Gnade ist die Grace of God. Die Gnade ist das freie Geschenk, was ich gekriegt habe, was ich mir nicht verdient habe. So, wenn wir dort nicht können verstehen, oder wir dort nicht wollen, also was die Menschen nie never Frieden haben, because Gnade ist, wo der Friede wird von herkommen. Because wenn du sagst, dass du Peace hast, du hast Frieden mit Gott, das meint so viel, dass du das resting auf die Gnade Gottes, auf das freie Geschenk, was er uns gegeben hat, dass wir uns betult haben, die Sinnen, dass er uns frei gemerkt hat, dass er uns dort gegeben hat, was wir uns nicht verdient haben, dort, wo Frieden von herkommen wird. So viele Menschen, die sind von der Ranen, die wollen Frieden haben. Aber ich denke, die wollen nicht die Gnade. Das ist mal krank so Nonsens aus jemand, der rannt und der will mal einen Apfel haben. Aber der will nicht einen Apfelbaum haben. Like der will mal Apfelplanken tun. Der will so gerne mal ein Apfelfarmer sein. Aber der will nicht einen Apfelbaum. Viele Menschen, die wollen so gerne den Frieden Gottes, aber die wollen nicht diese Gnade, das freie Geschenk annehmen. Die wollen sich dort selbst verdienen. Oder die können das noch nicht verstehen. Und auf Epheser 1 sagt das, Vers 2, das sagt er, Gnade mit Jünd in Frieden von Gott, unseren Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Korrekt so. Like, Frieden haben wir einzig, wenn wir wollen die Gnade verstehen können und die Gnade haben können annehmen. Dort ist, wo der Frieden wird kommen. So, wo ist Frieden? Frieden ist eine Frucht. Von was von der Frucht? Frieden ist eine Frucht von der Gnade. So, wenn du sagst, du hast Frieden mit Gott, dann meinst du so viel, die das ruhen auf die Gnade Gottes, auf das Fortgewort Jesu Christi, dass du sagst, dass Jesus auf deine Sinnen betont als genug, und ich da ruhen auf dort, resting auf dort, und deswegen wird ich Frieden haben. Ja. Wo viele einen Struggle mit haben, die haben nicht Frieden immer. Und es steht dort zum Beispiel ruhen und resting, ob das Fortgewort Jesu Christi, dann würden sie gleich in ihre Vergangenheit fixen. Wenn ich bloß nicht das getan würde haben, wenn ich bloß würde haben anders gelebt, like, dann würde ich Frieden haben. Like, wer ist zufrieden, dass wir gelebt haben? I mean, ist der irgendwer gesatisfied? Ist der irgendwer zufrieden mit unserer Vergangenheit? Ich habe wieder drei drin. Wir können nicht. Aber was wir von dir können, ist, wir können ruhen, ab dort, was er betont hat. Sag bitte nicht Frieden haben. Er kann Frieden haben über meine Vergangenheit. Aber ich durfte nicht verändern wollen. Because das kann ich nicht. So, wenn wir Frieden in uns haben, wir haben diese Gnade, wir haben diese Frieden in uns, aber das darf ein Verlangen in uns. Das darf ein Desire in uns, ein tiefer Verlangen.
dass wir wollen göttlich leben. Das wird passieren, wenn wir Frieden haben. In Titus Kapitel 2, Vers 11, so vielleicht denken Sie, warum ein Thema und Frieden? Da habe ich vielleicht auch Ferien gehört. Well, Lied und euer Lied sind im Trouble von der, because die sehen alle beiden Frieden. Like, die sehen Frieden in der Rahn und die sind müde. Und die fühlen sich schuldig. Und das ist Familie-Trouble, euer Trouble. Like, das zum Wundern, wofür Kinder Gottes von der, wenn die das nicht verstehen kann, die sehen nur dort, was sie all haben. Und die glauben bloß, wenn ich some Dinge mehr tun und wenn ich mich selbst bloß probiere zu werden, wo ich Frieden habe, und die sind müde. Und die fangen sich an zu beschuldigen, einer zu den anderen. Titus Kapitel 2, Vers 11 sagt es dort. Wie als Gott seine Seiligkeit nicht genug als für alle Menschen von Dach gekommen. Der lehrt uns auch, die Gottlose und die weltliche Leidenschaften oft zu sein und uns zu beherrschen und aufrichtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben. So, wenn wir Frieden mit Gott haben, das kommt bloß her, weil das eine Frucht von der Gnade Gottes. Und diese Gnade Gottes, wenn wir die haben angenommen, das meint das frie Geschenk, dass wir für jeden gelaufen angenommen sind und dass wir sie nicht auf sind, okay? Dort, wo er für uns getan hat, er sagt, dort, wo die gerat hat, dort, wo die auch ein Desire, ein Verlangen geben, ein abrechtes Leben zu leben. So, meine Frau ist von der aus das. Warum würden die wollen ein abrechtes Leben leben? Was soll uns aufholen von Sinn? Hier sagt die Bibel ganz klar, dass ein Mensch soll aufholen von Sinn. Er sagt, dasselbe genug Gottes, was die erlöst hat, was die hat frei gemerkt, dasselbe genug Gottes, was die aufholen von schlechten Dingen. Der wird die aufholen von Sinn. So, was soll uns aufholen von Sinn? Die Gnade Gottes. Dass Christus mein Leben ist, soll uns aufholen. Jemand wird die fragen, hey, warum willst du nicht in diesem Sinn leben? Like, hast du denn geboten, gesagt, dass du nicht sollst? No. Oh, ich kann nicht. Warum würde ich in diesem Sinn leben, wenn Christus mein Leben ist? Why? Like, was denkst du, dass du nicht in diesem Sinn leben darfst? Well, ich habe all diese Geboten, diese Regeln abgemerkt. Okay, dann ist es bloß something, was ich mir abgemerkt zum Aufbleiben von Sinn. Aber wenn Christus mein Leben ist, dass dasselbe genug, was mir geraten hat, mir wird aufholen von Sinn, jemand fragt dich, hey, warum willst du nicht singen? Oh, ich kann nicht in Verlangen zu singen. Warum soll ich singen, wenn Christus mein Leben ist? Because das ist genug, was mir aufholen von schlechten Dingen in dieser Welt. Das ist, was es wird tun. Sie das Krieg umgedreht, wo wir schaffen tun. So, was soll ein Verlangen geben? Now, ich will Ihnen von der Wort sagen, wenn wir die Gerechtigkeit, wenn Christus mein Leben ist, dass wir den Frieden haben, dann sind wir empowered, das meint, wir sind bekräftigt mit Gott seiner Kraft, und diese Kraft wird der Mensch frei haben von Sinn. Das meint nicht, dass ich nicht Dinge umlehren machen, vielleicht unterstützen, was ich habe. Aber was das mich motivating, ein freies Leben zu leben? Mit wem will ich pochen? Und ich wünsche, wir können alle sein, Jesus Christus, mit dem will ich pochen. Wenn wir das können verstehen, dann brauchen wir nicht alle Hunden Dinge haben, das Programm, und jan Programm, und diese Regeln, jene Regeln brauche ich mir nicht abmerken, dann brauche ich nicht, somewhere, wer mir, was zu sagen, accountable holen für mich, dann kann ich sagen, hey, weißt du was? Was mich frei hält, das ist dieselbe Grace, dieselbe Genug, was mir erlöst hat, das mich motivating, in ein aufrechtes Leben zu leben, und das hält mich auch frei, und ändert mein Leben, von einem schlechten Leben leben, because das lässt mich von dort Kontrolle. Ja. Einige Menschen, weißt du, was der motivating ist, ein freies Leben zu leben? Ich kann Ihnen sagen, was viele passieren das, und vielleicht, wenn die online checken das, einige Menschen, weißt du, warum die nicht in Sinn leben? Because sie haben einen Amt somewhere in der Kirche. Das ist der einzige Weg, wem die nicht in Sinn leben. Oh ja, der Mensch, den fehlt mal ein Amt. Oh ja, war wir den mal zum Ascher mehr. Na, was der Mensch frei blieben von Sinn. Really? So, dann soll den sie ein Ascher, den sie ein Sing, den sie ein Sinnerschullehrer, aber nie vernauert den Amt haben, als dort ein anderer Mensch. Und ihr habt sich dort gescheit mit denen. Really? Wacht bloß bei dat Ombau gerannt ist. Das ist die Plot aus Nittertiers. Das ist der Mensch.
Also wenn ein Mensch, wenn Christus nicht genug ist, wenn dort mich nicht aufhält von schlechten Dingen, you figure out, was immer du warst aufzublieben, da wird ein Stück geschaffen, was was miserable sein, Luther. Never das Reich kriegen im Leben, dass dort wird schaffen. Noch hat das nie never nicht geschafft. Und deswegen, was die Bibel reich ist, Jesus Christus hält uns auf von schlechten Dingen. Was lebe ich? Amen? Was lebe ich? Stimmt das? Ich glaube, wir haben alle alweer proef te doen, like wat van zin afblijven. En ik weet dat, dit is de beste weg. Dit is de beste weg vrij te blijven. En dit is de beste weg waar we kunnen in vrede leven doen, in vrede leven. En dat is wat viele mensen van der fehlen. Die zijn zo mooi van deze vrede, wo ze wo die nicht te haben ist. You know, manchmal denkt man so, man, ich würde Frieden haben, you know, like, wenn alles wird feiner am sein. Oder wir uns vergleichen mit anderen Menschen. Oh, und ich bloß würde so sein, als Jan, John und Lisa und Peter, wer immer, nicht? Oh, und ich bloß würde so sein. Wirklich. Und hier sind alle Menschen, die sind in der Versicherung für Drugs, die sind in der Versicherung Alkohol und verschiedene Sinn. Aber es sind alle Menschen, die sind in der Versicherung, die sind getemptet, immer zu vergleichen mit den Nächsten. Und ich bloß würde so sein, als dort. Dann, ja, da würde ich mal Frieden haben, würde mir das trinken gehen. I don't know. Ja, aber wenn ich bloß würde sagen, das in der Bibel wie, das ist Josef oder das ist Moses oder das ist Daniel und alles. Sure, Gott hat die Menschen gebraucht. Aber wenn Christus uns Leben ist, dass Jesus uns König ist, und er ist uns König, und er ist uns Priester, und er ist uns Prophet, mit wem selbst werden wir uns noch vergleichen, wer immer dort geht? Hast du somebody in deinem Leben? Was denkst du, hast du somebody? Wenn wir das dann verstehen, dass Jesus mein King ist, mein Erlöser ist, von wo all den Frieden kommen wird, wenn uns dort mal dort geht zu verstehen, weißt du was, dann haben wir nie, never mal nötig, uns zu vergleichen mit anderen Menschen. Warum? Der Mensch, der kann nicht ein bisschen von dort tun, der Christus ist. Weil Jesus ist mein King. Er ist mein Erlöser. Er ist der gestorben ist und Kreuz auf alle Sinn betont. Ja, sure, das ist fein, dass Janik kann das und dort und ja tun. Aber ich habe something better. Weißt du, was das ist? Ich habe Christus in Frieden in mir. Das ist noch was beter. Ja, was denkst du davon? Ich weiß nicht, wo du all hast, alle eine Friede Sache in deinem Leben. Und ich wünsche, das würde ihm Mut geben. Dass die was kontrollieren. Das Paulus sein, das in Kolosser. Kapitel 3, Vers 15, das sagt, Lutjen Kontrollen von Gott sein Frieden. Na, erstlich ist es, wir haben Gott sein Frieden mit uns. Und dann das nächste Ding ist, wir luten uns Kontrollen von sein Frieden. 3, Vers 16, das sagt, 15, das sagt, Lut Christus sein Frieden in jene Worten regiert. Lut Christus sein Frieden in jene Worten regiert. Controlling. Und noch einmal lesen. Und Lut Christus sein Frieden in jene Worten regiert. Was wir von der Frau, like, was kontrolliert uns von der? Sind das die Umstände von anderen Menschen? Sind das die unsere Fehler? Oder was kontrolliert? Das meint so viel, Lut Christus in Frieden über die zu herrschen haben. Je weet wie ein Ballspiel, du machst ja immer das Referee, was du sein, der das reichen Arich. Aber bis wir ein Beispiel machen, je weet was ein Referee ist, was du sein, der, hey, du bist nicht reich. Lut Christus in sein Frieden ein Referee sein über uns Leben, nicht Menschen. Jesus Christus. Da wurde getroffen. So, was kontrolliert uns Leben von der? Dann hat mir nicht gefallen, oder ist das Christus sein Frieden in uns? Das ist, was ich fügen würde, alle Menschen. Ich wünsche Ihnen ein Mutlied. Ich wünsche Ihnen Frieden. Ich wünsche, wir können es sehr klar haben, dass wir uns klar haben, in dieser Welt, wo Schwierigkeiten sind, aber danach, das gute Ding, was Kinder Gottes haben, und was uns frei holen, das ist Christus sein Frieden in uns. Amen. Wollen wir abstunden beten? Vater, wir danken dir von dir, dass du uns Frieden bist. Herr, dass du sehen, dass bei ihr gekommen und hast uns diesen Frieden gegeben. Herr, ich danke dir, dass wir nicht darüber wiedersehen. Und danach besonders, dass die Gerechtigkeit in uns kann sein, dass wir gerecht sein, weil wir glauben an dich. Und Herr, vielmals probieren uns some Dinge zu verdienen, oder wir wollen some Dinge fallen. Und Herr,
Ich danke dir dort von dir erst, dass es in Weiten erst, dass es so ist, because du hast gesagt, dass wir so. Und wir glauben, dass vor dir war ich umtrieb. Herr, ich bete von dir, dass wir wollen können diese Welt das wiesen, was uns Frieden geben wird, dass deine Gerechtigkeit, und dass wir uns Kontrolle von deinem Frieden. Und dass wir von dir sehen, dass wir brauchen uns nicht vergleichen mit den Nächsten, sondern wir haben dein Leben, in deinen Namen. Amen. Amen.